Herzlich willkommen zum Bibellesegebet. Unsere Gebete können so kraftvoll sein und wenn wir die Bibel dazu verwenden, werden uns die Worte nicht so schnell ausgehen. Deshalb lass uns heute mal mit allen möglichen Sinne die Bibel beten. Das bedeutet, ich lese einen Vers, das ist das, was ich höre. Wir werden ihn betrachten, das ist das, was wir sehen. Wir suchen ein Beispiel, das ist das, wie sich die Bibel anfühlt und wir werden im Gebet antworten, das ist das, was wir aussprechen. Ich lese im Jesaja 41, Vers 10, dass da steht: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ja, himmlischer Vater, das ist das, was ich höre, dass ich mich nicht fürchten soll, weil du mir beistehst. Ich höre, dass ich keine Angst haben soll, weil du mein Gott bist. Ich höre, dass du mich stark machst, dass du mir hilfst und dass du mich beschützt mit deiner siegreichen Hand. Und wenn ich mir überlege, was ich da höre, was das genau heißt, mich nicht zu fürchten, dass du mir beistehst, dass du mich stark machst, dass du mir hilfst, dass du mich beschützt, wie das aussieht. Also wenn ich mich fürchte, dann verstecke ich mich, aber du sagst, genau das soll ich nicht tun, sondern offen hinstehen, gerade hinstehen, mit dem Bewusstsein, dass ich eine gerade Körperhaltung habe, weil du mir beistehst. Und dann mir vorstellen, dass du mich stark machst, weil du mir hilfst, dass das meine Stärke ist, dass du mich beschützt, dass nicht ich mich schützen muss mit Angst, sondern dass du mich beschützt. Das alles geht mir durch den Kopf, wenn ich den Text betrachte, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich es anfühlt, himmlischer Vater, wenn man mir hilft. Wenn ich meine Kinder bitte, dass sie mir den Tisch decken, helfen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt. Dass du mit mir bist in meinen Umständen und mir darin hilfst. Dieses Gefühl, das ich kenne, wenn man mir hilft, auf mich und dich und meine Situation zu übertragen. Diesen Schutz zu spüren, nicht nur davon zu wissen in meinem Kopf, sondern zu spüren, dass wenn die Regentropfen auf mich einprasseln, dass es mich nicht trifft. Das würde ja noch gehen, aber die Pfeile, wenn die Menschen diese Worte aussprechen über mir und mich das so trifft im Herzen, zu wissen, wie ein Regenschutz, das mich da schützt. Wow, Gott, schenke mir noch mehr von diesen Beispielen, wie es sich anfühlt, wenn ich mich nicht fürchten muss. Als Antwort von mir sage ich dir einfach, ich glaube dir, dass du mich stark machst. Wenn du mir sagst, dass du mir hilfst, dann sage ich dir, ja, ich glaube dir, dass du mir hilfst. Und wenn du mir sagst, dass du mich schützt, dann sage ich dir, dass ich dir glaube, dass du mich schützt. Ich glaube dir. Das ist meine Antwort. Ich glaube, dass du bei mir bist. Ich glaube an deine Stärke in mir. Ich danke dir, dass ich so persönlich mit dir sprechen kann. Amen.